Heute mal kurz Bereich. Der Vorwärts ist die größte und interessantste jüdische Zeitung. Leider ist der Vorwärts die einzig verbliebene größte jüdische nationale Zeitung, wo es erscheint täglich außer Schabussen. Und sie gedei sollte der Blick haben, jeden Tag, und auch alleine den Vorwärts. Shalom Aleichem. Aleichem Ashulam, Agiten. Agiten. Geht's ja euch sehen? Demselben. Ich heiße Chana Pollack und ich bin die Archivar für den Vorwärts. Ich bin verantwortlich auf die Geschichte, heißt es, von dem Vorwärts, im tägliche Leben von der Zeitung. Ich arbeite von Zeit zu Zeit mit den Schreibers, mit den Journalisten, zu schaffen, was heißt archivalische Journalism. Das ist ein Teil von meiner Arbeit, ist zu arbeiten mit Schreibers. Schreibers, Forschers, ja. Ja, und auch mit allen Abteilungen in Zeitungen, Site Marketing, Site Development, also zu finden, was sie dürfen und zu essen mit sie. Und und eine Sache von, und das ist auf den Smach, die Sache, was die Ausgaben sind digitalisiert geworden mit die und sind frei für alle Menschen zu lernen auf der Webseite von der Nationalen Bibliothek von Israel, ja? So, aber in meistens die Schreibers von der englischen Forwards kennen nicht genug Jiddisch zu arbeiten mit dem Material. Ich kann sagen noch ein paar Wörter, auf wen hat sich gegründet, die Zeitung, in wer hat das gegründet? Ja, es ist interessant, weil wir können lernen sehr riesige Kapitel wegen der Gründung von Vorwärts, seien unser Jubiläen, aber seien Abraham Kahns Geschichte, Zichroines. Und von dem habe ich also gelernt. Als ja, es ist gewesen April, 1897, aber sie wenn Tachlis, die erste Ausgabe ist raus. Es ist gewesen, sie haben nicht gewusst, dass es wird eine tägliche Zeitung. Sie haben bloß gemeint, dass sie wollen, als es wird sein eine Alternative zu die anderen jüdischen Zeitungen, was ihnen gedruckt geworden ist, und es ist gewesen etliche. Also man darf trachten ein bisschen wegen die Geschichte von Jeden in the Lower East Side in Amerika in die, samme letzte 150 Jahre. Sie gewinnen sehr gepackt, ja. Sie sagen, als sie gewinnen mehr Menschen, the population density, es gewinnen mehr Menschen, in the Gegend, in the jüdische Quartal, wie das hat geheißen, wie in India, in New Delhi. Oh, wow. So gewesen, also, und man darf trachten, dass Menschen mamisch kommen von, right, sie kommen von Breg, von Teich, und sie kommen gleich, sie kennen, arriba etliche Gassen und sie sind gleich in Gegend. So, man darf trachten wegen dem, als Menschen kommen und als Sachen, sie haben nicht gehabt, wo zu gehen, wo zu arbeiten, sie haben nicht geredet Englisch, und, right? So, also, tracht wegen dem. Und sie sind gekommen, nicht von demokratischen Ländern, ja? Sie sind gekommen als Sach, weil es gewesen nicht demokratisch, und sie haben gedarft ein freies Leben in etliche Eufanen. Und, okay, so das ist, was geht on do, ja? Und in die Abend, Menschen dummer, und sie haben gehabt Masel, sie haben gehabt eine Arbeit, irgendwo, und sie arbeiten schwer. Es ist nicht eine 8-tägliche Arbeit mit der Hauptsocke für Lunch. Es ist nicht so, es ist mehr, schwach schwerer, und sie haben gedacht, Dinge in einen Ort zu schlafen, ja? Auf Emmets' Esstisch bei Nacht, oder, es ist gewesen sehr schwere Matze, du euch. Und bei Nacht, es ist gewesen etliche, als wir sind schon geendigt mit der Arbeit, Potter mit der Arbeit, wenn wir sagen, was tun wir? Es ist gewesen euch Menschen, was halten Lektions, Letoives, dem Arbeiters. Und Kahn ist gewesen einer von sie. Und als wir bekennt sich ein bisschen mit den Gassen von New York, als sie gewesen auf Houston Street und, als Sachzahlen, wo man kann sitzen und hören zur Lektion wegen Geschichte, wegen die Recht von den Arbeiter. Am meisten haben sie gekannt hören auf Russisch, das ist gewesen als Sprache von der Bevölkerung in der Sache, und euch in Deutsch.
aber keiner hat das getan auf Jiddisch. Als gekommen kann, also ich schreibe der in seinen Zichorens, gesetzen dort, heben sich an zu reden, und also hat bekennt sich mit seinem Weib, das ist ein anderer Meister, und ich meine, sie hat geätzet zu ihm, weißt was, ob du willst, machen einen Einfluss auf die jüdische Arbeiters, was darfen etwas, darfen sein Leben zu verbessern, red auf Jiddisch. Und also kann verbinden sein sozialistische Meinungen mit Jiddisch, mit der jüdischen Kehle. Und also ist das gewinn vergrößert geworden, ist gekommen zu sehen, die Meinung, mit der Kollektiv von Menschen, wo sind eine Mehrheit anarchistische, sozialistische Menschen, und Louis Miller und solche Menschen, und Michael Zametkin, und Adele Keen Zametkin, und Menschen, und sie haben geschaffen eine Sitzung sie haben angeheben zu reden wegen der Zeitung von Sama Anheb, ist genommen als Sachlektion, also als Verbringen von Menschen, und sie haben, wie man sagt auf Englisch, they passed the hat. Sie haben gesagt, sie haben ein Kollektiv, kann wird mitbeteiligen mit dem, sie gewinnen ein Kollektiv. Ist nicht gewinnt der einzige Redakteur, und sie wollen drücken jüdische sozialistische Zeitung, und sie haben geschafft, ein Kollektiv, was the Jewish Socialist Press, das ist gewinnt für die Forwards Association. Und die Forwards wird, aber sie haben genommen den Namen Forwards von der deutschen sozialistischen Zeitung, und sie haben gekickt, es ist eine Sache Ironie, aber sie haben gekickt auf Deutschlands Form von Sozialismus, gedei zu bauen in den Vereinigten Staaten, ein ähnlicher Democratic Socialism. Und das ist die Sama Anheb. Und die und schreibt sehr Rierendicker wegen das letzte Sitzung, wenn sie haben Gewalt und beschlossen zu gründen der Zeitung. Sie gewinnen in Valhalla Hall, ich meine auf Houston oder auf, First Avenue, ich weiß, und alle, es ist nicht gewesen eine reiche Bevölkerung. Und Menschen haben gestippt rein in der Hut, a nickel, a penny, a dime. Es ist nicht gewesen kein Dollar so viel, ja. Und beim Samasop schreibt Kahn, Menschen haben herabgenommen die Zierung und die und reingelegt. Ja, und die Sägers und reingelegt in Hut. Und also haben das angeheben. Und beim Anheben, sie haben gedingen Büro auf in Downtown, in der finanzielle Quartal auf 11 Chamber Street, auf Duane Street. Sie sind gewesen, ich meine, auf 14 Duane Street. Sie haben nicht angeheben bei East Broadway. East Broadway ist gewesen, ja, in Sama mitten von jüdischer Quartal, aber sie haben gekickt auf sich wie eine Sama wichtige Zeitung, und sie haben gewollt sein beim Sama Center von New York, Zeitungdruckerei, ist gewesen around Chamber Street. Das ist gewesen Newspaper Row. So, the New York Times, well, es ist nicht gewesen New York Times, aber the Herald, the World, andere Zeitungen sind gewesen dort. Also sie haben euch und mit Stamme auf Duane Street, ich habe gelehnt, nicht weit von sehr Büro, wo sie Schreibers haben geschrieben und sie haben geklebt Geld und sie haben getracht wegen der ganzen Indien von Schaffen der Zeitung, ist gewesen euch der jüdische Druckerei. Also sie haben, sie haben Gesetzerei, sie haben gedungen, sie haben genommen die Menschen von der Verband, von der Union, aber euch sie haben gedacht, drucken die Zeitung ist gewesen noch ein Kram, was sie haben, bis sie haben gehabt, sehr eigene Mittel, ist gewesen etliche Jahre. Und aber das ist reingekommen bis 1912, und sie haben genug Circulation ist gekommen bis, ich meine, in 1912 ist es rund 110.000 Exemplaren in der täglichen Öfen. Also sie haben gekannt bauen 10-stöckige Binien
für sich mit their eigene Druckmaterial in the Kehler und mit mit genug, Menschen für ganze Zeitung. Und die andere Sache, was ich habe gemeint, ist interessant, ist auf demselben Duane Street, sie gewinnen euch, wie man sagt, ein Hostel, eine Achsanie für die junge Leute, die Newsies, was haben gekauft, die Zeitung, weil das gewinnen eine schwere Masse, eine schwere Arbeit für junge Menschen, am Mehrheit sind gewinnen heimlose und sehr arme junge Jüngerlich, was haben verkaufte Zeitungen und es gewinnen nach Sanja nicht weit euch. Wow, Zufällig. Ich habe vergessen, was ich gedacht fragen zum Anne, ist, wo hast du gewachsen und wie bist du zugekommen zum Arbeit in Vorwärts? Ich stamme von Montreal, Kanada. Ich bin geboren in Kanada. Ich bin ausgewachsen wie ein moderne, orthodoxische, in ein zionistische Haus. Und wenn ich bin geboren, 16 Jahre alt, meine Eltern haben eine Lehre gemacht, haben eine Riebe gezogen in Israel. Ich habe dort gewohnt 7 Jahre und ich bin allein gekommen zu den Vereinigten Staaten von Israel. Ich habe gelernt Fotografie und Film und Jiddisch. Und ich habe sei in Hampshire College. Ich bin ein undergraduate Student in Hampshire College in Film, Fotografie. Und ich habe euch gelernt einen Kurs in Hampshire von jiddische Geschichte, Modern Jewish History, von Professor Aaron Berman, Professor Len Glick. Und also ich bin gekommen zu der Zeit, wenn ich habe gedacht, schreiben ein Projekt. Ich bin sehr interessiert in die Arbeit von jiddischen Frauen. Und ich meine, als Professor Len Glick hat gesagt zu mir, if you want to write about Yiddish women's writing, you're going to have to learn Yiddish. And I don't think anything's been translated. Why don't you go over to the Yiddish Book Center? Und so hat angeheben die ganze Sache von mir. Und ich habe gearbeitet wie Student in jiddische Bücherzentral. Das ist in 84 bis 88. Das ist das ist in die Jahren, wenn Joel Aronlansky, רכיוו, ist gewesen die Anführer und euch sein Mithelfer ist gewesen die Rabbi Sharon Kleinbaum. Es gewesen sehr wichtiger Ort für meine Erziehung, sei wir jiddischer Mensch und sei wie ein Künstler und sei wie ein Liebhaber von Jiddisch. Sehr wichtig. Noch etliche Jahre, ich habe angeheben, ich habe geendet Graduierschule in Film in San Francisco und ich habe gewollt, ich habe bekommen von meiner Mama etliche Brief in Jiddisch, was mein Baba hat geschrieben zu meiner Seite in den 20er Jahren, von 20 bis 24, wenn sie ist geblieben in Polen, in der Städtel Ostrowiec-Świętokrzyski, nicht weit von Lublin, und hat gedacht, laufen weg, ja. Ist gemacht die Reise von Immigration, beim Sof ist gekommen zu Kanada, zu Toronto, aber sie haben nicht gewusst, wo was war. Also, ich habe gewollt forschen den Brief, ich habe bekommen ein Stipendium von Fulbright, zu leben ein Jahr in Polen zu forschen. Ich habe gemeint, es kann sein ein Film, und das ist gewesen mein erstes Mal allein in Handschrift, jiddische Handschrift. Das ist gewesen in 97. Ich habe gewohnt in Polen ein Jahr, ich habe gelernt ein bisschen Polish. Das ist gewesen, auf den Smach, meine Forschung in meiner eigenen Sprachbrief, das ist gewesen mein erstes Mal in einem Archiv. Und ich bin gewesen täglich bei sich, bei der רכיוו von Warschau. Und ich bin rüber euch zu dem Bilderarchiv, das ist ein Teil von den allgemeinen Archiven Warschau, nationale. Und ich bin zurück in New York und ich habe gehabt Gelegenheit zu bekennen sich in einer Party. Ich bin gegangen dort, weil ich habe mein euch der Jiddisch ist, euch der für Adela Engel, Andy Engel. Hat mir genommen, gesagt, geh zu dem Party. Sie suchen einen Archivar, was hat der Erfahrung in bilderische Sachen, in eure Sprachen,
geh dorten, red mit Aaron Taub, Aaron Yirmiyahu Taub, euch hat von meinem queer-jiddischistischen Mischproche, euch hat ein größer Poet, ein größer Kenner von Jiddisch, hat gearbeitet als beim Jövel, und hat mir gesagt, geh red mit Shmuel Norwich, sie suchen ein Bilderarchiv. Das ist mamisch der Meister, was ist geschehen. Wow. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Weißt du, und du bist dort, hast du gesagt, wäre 24 Jahre, etwas so? Ja. Mehr? Ja. Ja. Ja, 24. Kommende Ja, Juni, 24. das ist mein Jövel, 25. Für die Archiv, was ist interessant, ich meine, dass auch Menschen kennen nicht die Geschichte von Archiv. Das heißt, sie du gewöhnliche Eufanim, wie soll die Archiv ist beklau geschaffen geworden, wollen wir sagen. Wow. Und die Anheb von Bilder, Kultur von Visualkultur oder Bilder in die Geschichte von Vorwärts ist euch, ich meine, interessant, und es ist eine besondere Sache, zu drucken eine Zeitung mit Bilder ist etwas, was bedarf, geben Achtung zu dem. Es kommt nicht natürlich. Natürlich ist metallene Äußeres und Druckerei, die Indien von Blei und Tint und Druckerei ist natürlich, als betracht wegen der Geschichte von der Zeitung in seiner formalen Natur. Aber zu trachten wegen Bilder in Anheb, samen Anheb von 20. Jahrhunderts ist, ich meine, gibt zu dem ein bisschen Achtung. In der samen Anheb von der Zeitung. Sie haben nicht gehabt kein Bilder, lassen wir sagen, fotografische Bilder. Sie haben ja gehabt Zeichnungen. Sie gewesen ein Mann Samuel Zagat, sehr berühmter Künstler in New York. Ist gewesen einer von den Anhebers. Ist gewesen ein Mensch, ich weiß nicht, ein jüdischer Mensch. Ist gewesen ein bisschen Jiddisch, aber nicht identifiziert mit jüdischer Kirche, aber ist gekommen zu uns. Peter Negיא ist gewesen ein berühmter Maler, New York Maler. Hat geschaffen sehr, sehr schöne Bilder für uns. Und so haben sie, es gewesen solche Menschen, und so haben sie allemal gehabt eine Abteilung von Kunst, eine kleine Abteilung. Es gekommen die Anheb von den 1900, lassen wir sagen, rund 1910, 1912, bis die 20. Jahren, 1920. ist Kahn allein hat etliche Mal ist etliche Mal gewesen noch einmal in Europa. Das heißt, noch sein Reinkommen ist und seine Gründung von der Zeitung. Sie haben ihn geschickt zu Europa, ist gegangen zu Europa, Konferenzen, Sozialkonferenzen, Reisen über in Yiddish in Europa, etliche berühmte Reisen sind viele zu was es hat geheißen, Palästina in dem im Jahr, etliche sehr wichtige Reisen, so viele zu Kanada, ist einmal auf einer Reise in Europa. Und das ist kann auf seine Reise gekommen zu einem Einfall, als man darf anheben, drücken Bilder in unserer Zeitung. Und die Legende ist, als der erste Bild, was hat gekauft, ein Print, in like a copy of print, aber sehr wichtige Zeichnung, ist gewesen Gravur, ist gewesen a Gravur von dem ich weiß nicht, wie zu sagen auf Jiddisch, the Arch of Titus, dem Schar. Ja, der Schar. Right? Der Schar, was der letzte Reingang von Jeden in Golas. Ja, es ist sehr wichtige Image für jeden, was wir tragen, sei in Dimien, sei, wir können kicken auf Bilder und wir können sehen, ja. Ist mit dem ist zurück zu New York und hat gesagt, okay, man darf anheben, drucken Bilder. Es ist sehr wichtig zu geben min Bildung zu den Lehners. Nicht bloß, meistens nicht bloß Text, aber man darf euch Bilder. Und ich weiß, dass das ist eine von den wichtigsten Bilder in jüdischer Geschichte. Die Mehrheit von unserem Archiv ist Bilder, fotografische Bilder, was haben wir zum Zeitungsarbeit. Und sie sind gekommen, sei von persönlichen Menschen. Das heißt, als wir öffnen eine Ausgabe von die Sonntag vorwärts,
von Mittel 20. Jahren, 1920, 1924 bis den 50. Jahren, der Anheb von 50. Jahren. Wir wollen sehen, was heißt eine ganz verschiedene Abteilung in der Sonntagszeitung, was hat gedruckt geworden in einem Prozess, was hat geheißen the Rotogravure Process. Das ist, ein bisschen mehr teuer wie die allgemeine tägliche Halfton, was ist mit der Pintelech, die schwarz-weiß klein Pintelech, das ist normativ für eine Zeitung, aber Rotogravure ist ein bisschen mehr elegant, es ist ein bisschen sepia, ein bisschen bräune Tonal, es ist ein bisschen mehr künstlich und sie haben das... Der Rest auf der Sortenplatte ist, wie so ist es gebaut, ja? Ob es ist Pinterlach oder der andere ist ein Netz, was I mean, ja? Ja. Das ist gemacht für ein Kästerlach, kleine, ja. Ja. Und ich meine, es kann sein, dass Rotogravure ist auf Smach negativ, ich bin nicht sicher, aber es ist manchmal eine künstlerische Beilage. Und das ist gewesen eine von der Anheb von unserer Verbindung mit Bilder auf eine tägliche Öifen. Und als die Bilder machen die Grundstein von dem Archiv von der Vorwärts. Aber im Lauf von den Jahren ist eine Sache, was ist geblieben bei uns, weil der Vorwärts hat darüber gezeugt in Benjamin, ja, in den 20. Jahren. So, eine Sache sind darüber zu geben. Und ich meine, als der Teil von den Bildern, was haben mehr von der Scheiches zu Mizrach-Europa und zu persönliche jüdische Leben in Mizrach-Europa, was ist die Mehrheit sind genommen geworden von alter Katzisne und Kippnis, bleiben leben beim Jevo und der Rest ist geblieben bei uns. So, unser Archiv ist zerteilt auf die metallene Plattes von der täglichen Arbeit von Zeitung und die schwarz-weiß Bilder, sei fotojournalistische Bilder, wo sind gekommen, sie haben gekauft von Agencies, ja, von die, und sie sind euch interessant, weil es sagt, sie haben eine Sache gekauft in alte europäische Fotogeschäften. Das ist normativ, wir haben gekauft von einem Fotogeschäft und eine Sache, zum Beispiel Wide World, International News und eine Sache sind sehr alt, Atlantic Pacific und News Klischee, was ist von London gewesen und Black Star Agency, was hat der Scheiches mit Russland, es ist gewesen, eine Reihe fotojournalistische Bilder, was sind euch alt und so hat angeheben von der ersten Welt noch einmal an. Aber als Sache sind von Amerikaner Geschäften, Bildergeschäfte. Eine große Sammlung von unserer archivalischen Sammlung ist die metallene fotografische Plattes. Und als Sache von sie sind keinmal nicht gedruckt geworden in bilderische Format, right? Aber sie seien ja gedruckt geworden in Halftone. Das meint, wir haben gefunden die Plattes, die Bilder, was sind gemacht geworden mit den Plattes in unserer alten Ausgabe von der Zeitung. So, wir haben gemacht das Schutfuß euch mit einer von den alten Druckereien in New York. Sie heißt Bone Printers. Robert Wilson ist ein Meisterdrucker und ist gewesen sehr an sich zu sehen, die alte Plattes von der Jiddische Zeitung und ist Masken gewesen und hat das Sache von sie noch gedruckt und sie stehen in einer Ausstellung. Ja, sie sind in der River von the Museum at Eldridge Street, sie sind in der River to the University of Pittsburgh, was ist interessant für uns sei, weil sie gewesen Forwards Pittsburgh Ausgabe ist gewesen, weil Pittsburgh ist gewesen sehr wichtigste jiddische Kehille, ja, in den Vereinigten Staaten und euch hat wichtigste jiddische Arbeiter, so Sach, right, weil es ist gewesen ein Stückel Manchester, ein Stückel Woods dort mit die steel factories, right? The steel foundries. Es gewinnt sehr, und es gewinnt eine starke Arbeitering dort, und es gewinnt eine starke... Doch Hasidus, was heißt Pittsburgh. Sie da Rebbe, was heißt die Pittsburgher Rebbe, ja. Was sagst du? Ich hab nicht ja, bis eins.
schon dort, es ist schon der dritte Rebbe. Es ist schon dort 3 Rebbes, 2 sind weg, ja. Er ist der Pittsburgher Rebbe, ja. Wow, sehr interessant. Ja. So, das ist etwas, was wir haben getan. Und das schildert, ich meine, Teil von was ist in unser Archiv. Ich will aber nicht so aufstellen. Wir haben schon darmant, was ist da ein bisschen in Archiv. Wir haben darmant, das ist da metallene Plattes, was mit sehr hat man gedruckt, ja, Bilder und versteht sich, mis damals doch von OCS und von andere Sorten Sachen, die man gedruckt. Der Scheile, ja, ist in das darmant Bilder, schwarz-weiß Bilder, was gewesen. Der Scheile ist, was ist noch da in Archiv? Sind da Zeitungen, sind da Briefen, sind da Xaviaden von den Schreibers, was ist noch da? Ja. Ich meine, in jeder Druckerei sei ein Buchdrucker, sei ein Zeitungsdrucker. Es ist was heißt auf Englisch, ein slush pile. So heißt es Xaviaden, was sind nicht was sie haben gefunden, nicht nötig zu drücken, lassen wir sagen. Also, sie ein klein Slush-Pile von Xaviaden, was kann sein interessant zu Menschen, ich weiß nicht. Sie ein bisschen von unser tagtäglich papierene Geschäft, lassen wir sagen. Sie euch nicht das Sach, Brief von Menschen zur Redaktion, Brief zur Redaktor und euch allgemeine Brief, sei von die Schreibers zum Redaktion, wegen Vakatia, wegen Geldunionen, solche Sachen. Und sei wegen die finanzielle Geschichte von Vorwärts. Wir haben etliche am meisten sie sind handgeschrieben und in die 1920, ich meine euch, bis 19, ich bin nicht sicher, ich meine 1918 viel, die Notizen, was sind gemacht geworden durch die Sitzungen von die Vorwärts-Assoziation, was ist die Verwaltungsrat, lassen wir sagen, von dem Vorwärts, ja? Das sind die Protokollen, ja? Die Protokollen, ja. Und sie sind sehr interessant, weil eingelegt, erstens formal, sie sind sehr große Bücher mit der Sache, sehr, sehr interessante jiddische Handschrift. Und euch, ob sie haben genommen auf Wahl für Verwaltungsmenschen, sie haben das reingelegt in zusammen mitten der Protokollen. Das heißt, es ist Handschrift, aber es ist auch, ob sie haben ein sehr wichtiger Brief ist gekommen zu der Verwaltung, sie haben das reingelegt in zusammen mitten. So, das ist ein Scrapbook von der Geschichte von Vorwärts. Und ich meine, Sie kennen ein Mensch, was hat das gelernt. Ich meine, Esther Sarah Goodman hat einmal das gelernt. Aber ich bin nicht sicher, als Emerson hat das übergesetzt oder gelernt. Und ich meine, es auch Menschen, als die Zeit geht... Ist auf Jiddisch? Es ist auf Jiddisch, ja. Ja. Als Sache ist Handschrift, aber als Sache ist euch Jiddisch typiert geworden, aber an Mehrheit ist handgeschrieben. Und bloß zu sagen, ich lege vor, was wir haben im Vorwärtsarchiv, ist sei Schreiben von der Vorwärtsgeschichte und sei die letzten Momenten von Vorwärtsgeschichte. Ich meine, weil eine Sache ist ja rüber zu Yiddish. Right? Und euch als jeder Schreiber ist gewesen ein privater, individueller, wichtigster jiddischer Kulturmensch oder Frau. Also das ist euch sein Archiv oder ihr Archiv ist rüber euch zu einem Ort wie Yiddish. So was ist geblieben beim Vorwärts ist, was wir arbeiten zu raten. Das ist manchmal sei die Grundstein und sei die letzten Momente. Das ist ein interessanter Brick. Zwischen sie. Es ist da euch Rekordierungen oder Films, was, ich weiß nicht, es ist nicht gewähnt, damit es ein digitales Format von Vorwärts, aber etwas ist ja da.
von So Treffungen. interessant, Ja. als du fragst in dem Moment, ist sehr interessant, weil einmal oder zwei ist gekommen zu uns, ist gewendet zu uns ein Kind von einem Redakteur oder einem Schreiber mit archivalischem Material. Auf den letzten Moment ist, mit etlichen Monaten zurück ist gekommen zu mir Lillian Silver, was ist die Tochter von Shimon Weber, was gewinnt unser Redakteur in die 70. durch 80. Jahre. Nach ihm ist gekommen Strigler. Nach Strigler ist gekommen Sandler. So es ist mamisch in den letzten Jahren. Und man kijkt auf die Dokumentar, es gewinnt ein Dokumentar wegen Forwards, was Marlene Ruth und Linda Manchin haben geschaffen. Auf den letzten Tag von Webers Redaktorherrschaft. Also man kann sehen. Geschaffen damals? In den 70er, 80er Jahren oder so haben wir es gemacht? In den 80er, sie haben das geschaffen, ich meine in 86 oder 84, 85, sie gewinnen sein, okay. Aber was ist wichtig ist, seine Tochter hat mamisch gewinnen ein Gitterarchivar und sie hat geraten wird 60 Audio-Tashmis von seinen Interviewen auf WEVD und wir haben jetzt ein paar übergebeten auf digitalisch und unser einer von den Redakteurs von Jiddische Zeitung, Zach Golden, arbeitet auf dem jetzt und wir hoffen, dass bald wir wollen sie heraus auf unserer Seite. Das damals WEVD, kannst du sagen für Menschen, was wissen nicht, weil ich meine, nicht alle sind Amerikaner, die sind der Interview. WEVD ist gewesen die Radiostation auf den Namen von Eugene V. Debs, was gewesen sehr ein wichtiger Mensch in die Geschichte von die sozialistische Bewegung in den Vereinigten Staaten. Ist gestanden für Läufen, für Präsident von der Vereinigten Staaten. Und ich meine, als man will wissen mehr von ihm, man kann kicken auf Bernie Sanders, via Marshall, weil von Eugene V. Debs bis Bernie Sanders ist kein Mensch in den Vereinigten Staaten, in der politischen Leben von den Vereinigten Staaten, was hat gehalten, die Ideen, was haben gestanden auf die samme Gründung von Forwards. Ich sage nicht, dass das ist unsere Meinung jetzt, aber als es gewesen eine starke Verbindung zwischen Eugene V. Debs und Ab Khan und die Zeitung. Und sie haben eine Sache geschrieben wegen ihm, sie haben gestützt ihm in die Wahlen und die Radiostation ist auf seinen Namen. Wir haben das gekauft, ich meine, in den 20. Jahren. Und das gewinnt sehr, ja, entschuldigt, der Vorwärts hat das gekauft. Ein Mensch, was heißt Henry Greenfeld, hat das, ist gewinnt die Hauptmensch, was hat das gemacht, wie ein lebendige Mocker von finanzieller Stützung für den Vorwärts. Das ist sehr wichtig. Und sie haben gemacht hunderte Radioprogramme auf Jiddisch. Das ist gewesen bekannt zwischen die Vorwärts-Lehnerschaft. Und ich will sagen, bloß, als mit den Jahren ist die Materialien von die Anheb von WEVD zu den Mitteljahren ist mamisch geraten wird geworden durch die schwere Arbeit und Gitterarbeit von Henry Sapaznik. So, ich meine, als ist gewesen einer von den ersten, oder nicht die erste Klangarchivar bei Jevo. Und als Sache von seiner Arbeit ist zu raten, solche Materialien. Auch gut dem, was ist der Vorwärts, es ist die Lehners Zeitung auf den MS, ist als Sachmenschen, es gewinnt Minhag, als sie haben rekordiert die Programme. Als ja, wir haben nicht die originale Material, es ist fallen, als Sachfallen,
als Menschen allein haben das rekordiert und sie haben eine Sache von solchen Taschmes, ich meine, sie liegen in Yiddish Archiv. Was wir haben von Klang ist sehr wenig, aber es ist in den Jahren von Boris Sandler, wenn hat schon angeführt mit WEVD, mit CD-Format und mit DAT-Format. Wir haben solches und es ist interessante Jahren, weil es gewinnt die Jahren von Michael Barron, es gewinnt die Jahren von David Rogoff, der berühmte jüdische Akteur mit der silbernen Stimme. Es gewinnt bei uns noch in Minna Bern und Schiffer Lehrer und Fiber Spinkel und die bekannten Menschen, auch junge Menschen. Moish Rosenfeld ist gewinnt als Sach. Habt ihr über die Salmen Melodica war das gewesen. Wenn die Klezmer-Jahren haben angeheiben und wenn euch die jüdische Kunstlieder haben euch aufgeheben zu sein, mehr populär. Das ist da. Das ist alles da. Ja, und international. Sie gewinnen Korrespondenten. Sie haben mamisch geschaffen jüdische Neues. Auf der Grund. Deswegen ist gewesen Menschen in Israel, Menschen in Europa, von gewesenen Ratenfahren. Es ist gewesen Chaim Beder, sehr berühmte und wichtigste Figur in Ratewind, die rechtlich von jüdischer Kultur und Leben und Sichreines von die Dörfer in Ukraine. Und hat alle sein Material gegeben zu Sandler, was hat das sie angeführt auf WED. So es ist eine Sache, sehr interessante Material und euch hat Itzig Gottesmann ist gewesen bei uns, ein berühmter Korrespondent mit einem wöchentlichen Programm, was das Sachmenschen haben sie gehört zu dem und es ist eine Legende, als Itzig ist auf den Gassen, auf die Gasslach in Brooklyn ist gekommen zu ihm, Stillerheit, Chassidim, junge Menschen, was haben gesagt, du bist jetzt ein Gottesmann, jetzt Herz sein Programm in Bibliothek. Like, es ist gewähnt, wie sagt auf Englisch, it's on the down low. Es ist gewähnt Menschen, was haben, nicht gekannt hören, öffentlich zum Programm, weil es ist, säkular. Ja. Und, also ich meine, das ist die letzte Materialien von EVD. Es ist gewesen auf 24 Show Radio oder MSLS Jahr oder es ist gewesen besondere Zeiten von dem? No, es ist gewesen, auf der Sommer letzte Jahr und sie haben ja, was macht der Radiostanz? Ja, sie haben uns zu verkaufen die Banden, ja, zu anderen Menschen zu bekommen finanzielle Stützung. Also, dasselbe mit WWD. Es ist geblieben, ein Show, Motzei Shabbos, zwei Show, also nicht das Sache, aber in die Anheben und die Jahren, was Menschen haben mamisch gehört zu dem, es gewesen ein Zeitplan von der WWD Radioprogrammen gedruckt geworden in unserer Zeitung und ich meine, als Henry Sapaznik in die Jahren nützt das eine Sache. Wir können forschen eine Sache wegen WEVD in die Programmen und ich meine, es ist nicht gewesen 24, kein Mal, aber es ist gewesen, von I don't know, 6 in der Früh bis mamisch spät bei Nacht. Und ich meine, als sie gewesen, ich gedenke schon nicht sein Namen, aber es gewesen ein Forscher, ein Akademiker, was hat geschrieben wegen WEVD, die Geschichte. Und sie gewesen ein berühmtes Programm, was David Isai, ein berühmter Radioforscher und Anführer und Henry Sapaznik haben gemacht zusammen, was heißt die Yiddish Radio Programm. Und das, man kann gefunden, ich meine jetzt dafür auf NPR, also es hat gespielt auf National Public Radio. Und sie haben geklebt eine Sache von den alten Programmen und noch gespielt. Auf 120 Jahren hat gearbeitet, Radioprogramm, bis wenn hat sich das vermacht zum Sof? Und ich sag nicht, pinklich 24, ich meine, es kann sein, es ist ein bisschen später. Ich denke schon nicht, wenn sie haben das geschlossen. Sie sind rübergewonnen, sie haben das verkauft
ich meine, die Sof von den 90er Jahren ist Shmuel Norach, unser gewesener Verwalter, unser Präsident von der Assoziation now und the board. Hat das, ist gewesen sehr verbindend mit der Geschichte von der Verkäufung von WEVD. Ich kann bloß sagen zwei Sachen, also wir stehen und gehen noch, weil sie haben das verkauft. Das meint, das hat mitgebracht genug Geld. Und euch als ich gedenke die Tag, wenn Menschen, es ist gewesen noch ein stark zu treu Seeherrer Kehille, was sind gewesen sehr nicht zufrieden, wollen wir sagen. Es wird nicht dann kein jiddische Radio. Und ich meine, Sandler ist gekommen bei Zeit und sie haben noch angeführt mit etlichen Programmen, sei auf dem Radio und wenn das ist verschlossen, auf es ist gewesen Far Podcast, aber gewesen auf dem Seite, der digitalische Seite. So, ja. Sehr interessant. Und was ist interessant für das Vorwärts-Archiv ist, wir stehen nicht in einer akademischen Organisation, wir stehen nicht in einer Bibliothek zusammen, oder in einer Forschorganisation. Also das ist ein interessanter Standpunkt, weil ich darf arbeiten euch mit dem Chefredakteur von English Forwards auf die archivalische Material und wie zu geben das heraus zum Eulen. So das ist ein sehr ein bisschen ein anderer Guckwinkel wie gewöhnlich mit einem Archiv. So, mit die Sachen, sie sind in Yiddish Interviews, sie sind in ein Interview, zwei Interviews, was Weber hat gemacht mit Elie Wiesel, was Elie Wiesel redet auf Yiddish. Ich meine, das ist eine seltene Sache. Also man hört Wiesel redet auf Yiddish. Und eine Rede, was Bashevas hat übergegeben in sein 80. Geburtstag und Chaim gerade in einem Interview mit Weber. Sie sind gemacht geworden für WEVD, weil gewöhnlich der Chefredakteur von Jiddischen Vorwärts ist auch die Narrator, die Künstler von oder die Dirigent, man kann sagen, von WEVD. In Webers Zeit, hat geschaffen ein Programm, ich meine, etwas mit literarischen Menschen. Und auf dem Smach ist hat geinterviewt gerade wegen sein, redet wegen seiner Schreibung und was tracht wegen jetzt mit Peretz und was meint, er fragt immer viele wegen Freuen in jiddische Literatur ein bisschen. Das heißt, es ist interessant, auf etliche Niveau. Es ist mamisch interessante Material. Ich will geben noch einmal schon. Ich habe gesehen, es ist ein Interview mit Irving Howe, was hat geredet mit Jiddisch, mit Shimon Weber. Ich meine, als wir wissen von Irving Howe, World of Our Father, right? Ist gestanden in dem Jahr, right, auf die Tier, öffne Tier zur jiddische Kultur für uns, was haben nicht gewusst wegen Jiddisch, right? Aber ich habe nicht gewusst, dass hat gemacht ein Interview mamisch in Jiddisch. Barbara Kirschenblatt Gimlet und Lucian Dobroschitzky, was haben geschaffen, einer von den wichtigsten Bücher wegen Yiddish Visualkultur, Image Before My Eyes. Sie hat gemacht ein Interview auf Yiddish. Sie ist sehr, sehr jung, right? Und, Yiddish Theatermenschen, Lamashal, ich habe gesehen als Minna Byrne. Minna Byrne ist herumgefahren und sie ist zurück in New York, ist Weber ihr gehabt für ein Interview. So, ich meine, es ist lebendig und sehr interessant. Ja. Wenn hat sich angehen, kannst du mir erzählen, die Geschichte von der Archiv, wenn es geschaffen geworden, der Archiv? Es ist etliche meistens wegen dem. Eine ist, wenn ich bin rein in der Soft von den 90er Jahren, 98, ich bin 24 Jahre jetzt, beim Vorwärts. Ich meine, es gewinnt 98. Wenn ich bin gewinnt dort, ist gekommen zu mir, unser gewesene Circulation Manager Fanny Jacobson. Sie ist berühmt in Asach jiddische Kreisen.
ich meine, sie ist gewesen der Präsident von Arbeitering, und sie ist gewesen einmal ein Sekretär für Khan, für ein bisschen Zeit. Sie hat gearbeitet in der Zeit, kann man sagen, wenn Khan ist gewesen. So, sie ist gewesen sehr wichtige, sehr wichtige Arbeiter von mir zu bekommen, die Geschichte, ja, weil es ist nicht gewesen geschrieben. So eine Sache, ich habe gedacht bekommen von Menschen wie Fanny Jakobson. Und sie hat mir gesagt, die darfst bekennen sich mit Eli Stoltner. Eli ist gewesen der letzte Bilderbibliotheker, picture librarian von Vorwärts. Ich habe gesagt, wow, ich habe nicht gewusst. Also, ich habe gehabt die Gelegenheit zu bekennen sich mit ihm in der letzten Zeit von seinem Leben, und hat mir ein bisschen erzählt, und eine von den interessanten Sachen ist, ist gewesen etliche Jahren, lassen wir sagen, etliche Decades, etliche zehntliche Jahren beim Vorwärts, ist gewesen Eli Stoltner der letzte. Bis sie haben rübergezogen in den 70er Jahren, sie haben verkaufen die Binien, und der Vorwärts ist rübergezogen kein 33. Gas in der Binien 45 East 33rd Street mit der Arbeitering. Von dem sind wir rübergezogen, wo wir sind jetzt in der Financial District. Aber bis dann ist, das meint, als Eli ist gewesen der letzte, ist, Oliver Shalom, ist nicht mit uns jetzt, aber ist gewesen der letzte, und ist rüber, als der Forwards ist rübergezogen, sie haben nicht gewollt mitschleppen, Kabinetten voll mit Bildern. Als ich habe gehört, als sie haben angeheben, warfen sie weg. Ich habe gehört von etlichen Edes. Und es ist in Indien, was Alana Newhouse, was gewesen einer von unseren wichtigsten Kunstredaktors ist. Sie ist jetzt der Redakteur von Tablet. Und wir haben gearbeitet auf wir haben ein Buch von uns, Bilder von unserem Archiv, was heißt A Living Lens. Und sie hat das redigiert und gemacht mit mir. Und sie hat gesagt, als man darf verstehen in Zeitungsland, als Geschichte, etwas, was ist, sehr, sehr geht in Gichens für eine Zeitung. Das heißt, wir stehen nicht auf dem Moment verlangt. Und also sagt mir, als Heinz Zeitung ist morgens, morgens Fischwrap. Ich weiß nicht, wie zu sagen auf Jiddisch. Und morgens bebeitelt dem Fisch in der Zeitung. Für was? Yeah. Weil wir stehen nicht auf dem Ort, alles läuft, und man darf gehen weiter. So sie sagt, dass wir kicken auf die Kabinetten von dem Vorwärts archivalischen Material, das heißt die Bilder. Wir können sagen, sie haben das geendigt, sie haben genutzte Bilder, sie haben sie geworfen in eine Pappe und verschlossen die Tür. Das man geht weiter. So es ist ein interessante Indien in der ganzen Sache wegen, wie schreibt man eine Geschichte oder wie tracht man wegen einer Geschichte von der Zeitung in allgemein. Aber die Sache ist, dass in den 70er Jahren sie haben angeheben dürfen rüberziehen, right? Es ist gewesen ein Indien von Geld, ein Indien von der Lehnerschaft ist genädigt geworden, ja. Als sie haben haben an zu werfen weg. De archivalische, was wir heißen jetzt archivalische Material, ist gewinn für sie Fischwrap, ist gewinn mamisch etwas, was man kennt, weitelnde Fischen. Sie haben nicht getracht wegen dem. Ist gekommen, ich habe das gehört von Leo Greenbaum, was sehr ein wichtiger Mensch für alle unsere jüdische Archivaren ist. Leo Greenbaum ist der Hauptarchivar von רכיוו, und ist gewinn verantwortlich auf dem Bundsarchiv für Jahren. Der Bund hat gehabt ein Archiv von in der Atran Binien, was gewesen einmal auf der Upper East Side. Als es gewesen die Archivar dorten, hat Leo mir erzählt, gehört, als der Forwards on the Lower East Side warf weg sehr Materialien, ist geläuft, hat geklungen zu Jevo und dort, das ist ein Neutfall.
Man kann das nicht, das kann nicht passieren. Als ist geläuft zum Vorwärts und genommen, was hat getracht wie die wichtigste Sache und genommen zu Jever. Zu Jever. Nicht zum Bund. No, entschuldigt, nicht zum Bund, weil ich meine, als der Bund euch hat gegeben, sehr Material. So, und ich meine, euch hat es gewinnt in Geschichte, sie gewinnt schon die Beziehungen zwischen Vorwärts und Bund ist allemal gewinnt ein bisschen zu tummelte Sache. Also ich meine, hat gedacht, no, sie darf gehen zu Jevo. Und sie gewinnt noch die Zweite Welt noch einmal. Ich meine, als alle haben getracht, also hat Material, was ist like, you know, koidisch. Man darf das übergeben zu Jevo. So, das ist gewesen rüber als Sache ist gewesen rüber zu ihr. Was ist geblieben, ist ja rübergezogen kein 33. Gast und ist gelegen in der Keller dort. Und von Zeit zu Zeit, das habe ich euch gehört, also von Zeit zu Zeit ist gekommen Zeitungsmenschen, oh wow, also du Bilder, oh, das ist interessant. Ich kann das nicht und so. Ich meine, ist gegangen weg ein bisschen mehr Material, echt. In dem Sof ist gekommen ein Mensch, was hat geheißen lebt noch, Samuel Norwich ist gekommen zum Vorwärts, zu sein der General Manager. In der Zeit euch von Ostroff, Harold Ostroff. Und sie zusammen, und ich meine, ist gekommen schon in den 80er Jahren, 90er Jahren, ich bin nicht sicher. Webers Zeiten, ja? Ja, und ist gewesen, ist ein Historiker beim Fach euch und hat gesagt, oh no, das ist wichtig. Also ich meine, es hat genommen etliche Jahre, aber hat angeheben, das Projekt zu raten, die Vorwärtsmaterial und zu heben an, zu bringen das Material zum Eulen, wie man kann, und zu, zu verstehen, was haben sie geklebt, was ist da. So, yeah. Sehr interessant. So, mir guckt jetzt auf der Welt, wo sind die Materialien von der Vorwärts? Ist da in der Archiv von Vorwärts allein? Ist da in Jever, hat man gesagt, das sagt? Ist da in noch in Universitäten oder etwas? Ja. Was ich gewählt letzte Woche, ich habe gehört von meiner Kollegin beim Museum von Jiddische Tradition, Museum of Jewish Heritage, ich habe gehört, als sie haben bekommen in den 90er Jahren, ich meine, ich weiß nicht wem, aber Amazon hat übergegeben etliche Sachen zu sehr Museum. Also jetzt ich habe gesehen, sie do etliche Bilder, sorry, entschuldigt, nicht Bilder. Sie do etliche Brief, wir sind auf vorwärts Papier, ja. Sie do etlich, ich habe vergessen. Entschuldigung. Sie do ein Teil von einer von unserer letzten Linotype Setzerei-Maschinen. Ah, wow. Das ist groß. Das ist ja eine große Sache, ne? I know. Ja. So, Museum of Jewish Heritage, auf wo ist das? Ja. Das ist auf Battery Park. Battery Park in New York. Das ist ein sehr wichtiges Museum. Und euch die Yiddish Bücherzentral in Amherst, Massachusetts, ich meine, in dieselben Jahren, als wir sind in Arriba gezogen, kein 33. Gas, wir haben nicht genutzt dieselbe Nummern Druckmaterial. Die Setzers haben ja gearbeitet in Keller mit der Setzerei, aber es ist gewesen ein Drittel von der Kampagne. Also sie haben nicht gedacht alle und sie haben einer von der von der ganz Linotype Maschine, sie haben übergegeben mit als Sach von was ist geblieben von der jüdischen Oisius, sei Holzerne, ich meine, sei Metallene, sie haben übergegeben zur jüdischen Bücherzentral und man kann das sehen dort. Und sehr interessant in Yisrael ist mein Kollege Andrew Silverstein geforscht zu schreiben wegen der archivalische Rubrik Räuven gesucht für seinen Artikel, hat gefunden eine Reihe Material von uns bei Yad Vashem, als was hat zu tun mit der Rubrik Räuven gesucht. Heißt es, sei
originale, handgeschriebene Brief von Leben gebliebene, noch in Europa. Auf samen Sof von Milchama und euch hat samen Onheib und auf viele von Zeit zu Zeit mit Milchama. Sie haben geschrieben Brief und sie haben gewusst, dass sie haben irgendwo in der Vereinigten Staaten eine Korev-Mischpacha. Sie haben sehr gewollt, raus von Europa, raus von Gefahr, ja. Und sie haben geschickt den Brief zu Vorwärts. Mamisch zum, like, nicht mit der, like, Forwards Building America. Forwards, right? Und die Brief sind in die gekommen und sie erzählen die Weißes, was sie geschehen mit sie, was sie dürfen. Und das ist, Metzger hat alle Briefe, ist gewinn verantwortlich gehabt. Metzger ist gewinn unser Schreiber und Jiddisch Kulturs Schreiber von Romanen, Novellen, Yitzchak Metzger. Der letzte von meinem Standpunkt ist gewinn sehr wichtig, weil ist einer von den einzigen und einer von den letzten, was mir bekennen sich wie ein einziger Redakteur von der Bintelbrief. Die Eitzergebers Rubrik, was ist sehr berühmt. Und ist gewesen jahrelang bei uns. Aber ich habe nicht gewusst, als ist gewesen verantwortlich die ganze Zeit von der Milchama, von den Churbanjahren, auf die Kräuvim gesucht Rubrik. Als hat bekommen alle Brief. Ich meine es in einem Sof von sein Leben, in einem Sof von Milchama-Jahren. Aber ich meine, es darf sein in den 50er, 60er Jahren. Hat alle Material übergegeben zu Auerbach beim Yad Vashem. Rachel Auerbach, der berühmte jüdische Leben gebliebene von Warschauer Ghetto, ist gewesen ein Teil von Emanuel Ringelblums Kreis, sehr wichtige Person, ein Schreiber, alleine Schreiber, und ich meine ein Mumche auf Kunst und Kultur. Sie ist ja geraten geworden und rübergezogen in Israel ist gewesen eine von die ersten Anführer von Yad Vashem. Sie haben das digitalisiert und also hat Andrew das gefunden. Also das ist der erste Mal, was ich habe, und es ist euch Schnitten von der Schreiber, das heißt, es ist die originale Material, die Brief von Leben gebliebene. Und es ist euch von Zeit zu Zeit ein Brief von einem Soldat, ein amerikanischer Soldat, was hat sie befreit geworden. Und ist gewesen ein Jid, sie haben verstanden, sie haben gekannt reden in Jiddisch, schreiben in Jiddisch. Hat den Brief geschickt zu seinen Eltern in den Vereinigten Staaten. Sie haben, der Torwart hat das ja, es ist sehr interessant. Also als Sache von das Material, sei die Brief, sei die Ausschnitten von Zeitung, wo die Annonce, wo die Notiz von der Leben gebliebene ist gedruckt geworden, und Bilder. Sie haben euch geschickt Bilder, und das ist alles gelegen bei Yad Vashem. Also, für das Siebe, ich Brief zu trachten wegen die Archiv und Vorrat wie ein Projekt von Ratevin, das letzte Material. Ich habe eine Frage zu dir. Das der Mann der Nationale Bibliothek, also digitalisiert alle Nummern von Vorwärts. Will ich fragen zwei Sachen. Erstens, also alle, auch der letzte, bis 2014, ja, bis, ich meine, der letzte Druck rausgekommen. Und zweitens, zu sehen, haben noch Material, was sind archivische Material, nicht nur die Zeitungen, Guffe. Das ist eine gute Frage. Well, etliche Sachen. Erstens, ich weiß nicht pünktlich, was ist der Prozess, aber ich meine, als sie prüfen oder sie haben einmal geprüft zu bekommen, alte Ausgaben von der Zeit, papierende Ausgaben, was ist sehr selten. Das heißt, wenn ich habe angeheben, ich habe gelernt, also viele der Bibliothek von Congress, Library of Congress, hat herausgeworfen, es ist eine lange Weise, aber haben herausgeworfen papierende Ausgaben von alten Zeitungen, weil sie kristallen sich. Es ist sehr eine schwere Lage zu raten, in einem guten Zustand, papierende Ausgaben von Zeitungen. Zu lieb dem, es gekommen ein sehr wichtiger Mensch in der Geschichte von Zeitungen in den Vereinigten Staaten, Nicholson Baker. Hat angeheben, was heißt the American Newspaper Repository in Duke University. Was hat das getan? Hat das getan, weil hat gemeint, dass das ist eine Avla. Also man kann nicht bloß
fotografieren und machen digitalische Ausgaben für etliche Siebes. Erstens, wir wissen nicht genug wegen digitalische Materialien, wie lang, wie zu halten sie in. Und euch ist es schwer für, jetzt ist es ein bisschen geringer, aber es ist sehr wichtige und eine finanzielle Schwierigkeit zu schaffen, sehr gute digitalische Archiv. Sie nimmt das Prozeduren. Man kann sehen jetzt bei Yivo, sie haben sehr gute digitalische Laborant gebaut und sie haben auch mit der ganzen Geschichte sehr, sehr gut, aber es ist kompliziert. Und der Vorwärts ist noch eine Zeitung. So, es ist nicht eine Bibliothek und ich habe Forschorganisation. So, es ist ein bisschen etwas, was wir trachten wegen dem. Ist Nicholson Baker genommen, was sie haben geschaffen, ein Rat, und sie haben getracht wegen, was sind die wichtigsten Zeitungen in die Geschichte von den Vereinigten Staaten, und sie haben sie geraten wird, und die harte Copies sitzen in the American Newspaper Repository, und unser Vorwärts ist reingerechnet wie eine von den wichtigsten jiddische Zeitungen in der eine wichtigste Zeitung in der Geschichte von Zeitungen in den Vereinigten Staaten. Also ich weiß, als harte Copies sitzen in the American Newspaper Repository in einem guten Zustand. Nicht, aber mehr oder wenig, kommt alle. Trotzdem, ich weiß nicht, ob die Nationale Bibliothek in Israel arbeitet, das heißt, mach Copies von harte Copies, mach es von anderen Mikrofilm. Ich weiß nicht, was ist der Prozedur. Aber was du, die Frage, wie du stellst die Frage, ist sehr wichtig zu sagen. Als du das Vorwärtsarchiv, was ist an Mehrheit Bilder, Plattes und ein bisschen papierene Materialien. Aber die Mehrheit ist Bilder. Du, was wir reinrechnen wie archivalische Material, aber sie lebt nicht bei uns so viel. Das heißt, das ist unsere Zeitung, aber sie lebt bei der Nationalen Bibliothek in Israel. Und sie haben abgestellt, digitalisieren, ja, bei 79. Und du mehr, right, wir haben gedruckt die Zeitung, ich meine bis 2019. Also du mehr harte Copies, du mehr Material. Und wir wollen forschen in dem, es ist ein bisschen Schwierigkeit, man darf forschen auf die Mikrofilm-Ausgabe. Sei in Yivo, sei, ich meine, New York Stadtbibliothek, sei bei Tamament, eine Arbeiterbibliothek, was ist, man kennt das, es gefunden bei NYU, aber es ist öffentlich zu den Eulen. Und es ist frei, Eintritt frei zu den Eulen. So, es ist einfach, und von Zeit zu Zeit, man kann gefunden, sei Brief von Redaktion von Vorwärts zu berühmten Menschen, sei Bilder, man kann sie gefunden, ich meine, imitieren, es wendet sich auf the holdings von der Archiv oder Bibliothek. Ob es du ein Mensch, was es verbinden mit der Vorwärts, gewöhnlich, es du etwas von Vorwärts archivalisch Material, sei Brief, oder Marshall, ein Mensch, was es gewinnt, ein Jiddischist, ist Nifter, lassen wir sagen. Marshall Moses Rischen, eine berühmte Geschichte von, ein berühmter Forscher, Schreiber von Amerikaner jiddische Geschichte und jiddischistische Geschichte. Sein Archiv ist gekommen bei Yivo, es gewinnt dort, ich meine, 16 Ausgaben, papierende Ausgaben von unserer Zeitung, von der Samme Onheim. Sachen, was ich meine, liegen nicht bei Nationaler Bibliothek in Israel. So. Ich bin jetzt rein zu der Website, wenn uns reden, und ich habe übergeguckt, was haben sie digitalisiert, der Nationale Bibliothek von Israel, in Tag, also wie du sagst, bis 79, aber da schreiben noch, wie viele Nummern ist das? In seiner gebenden Nummer, ich kann nicht gekannt claimen, es ist 27.696 Nummern, besondere Nummern. Das ist ein ganzes Zimmer mit Zeitungen, aber diese Schreiben...
ich meine es ist unmöglich, als sie halten die Sie halten nicht, ne, weil sie Artekopies. schreiben, ja, aber sie schreiben unten, als es beschutfest zusammen mit der ganzen Reorganisation, auch in der Vorwärts allein, aber sie schreiben das mit Columbia Universität, in Ja, die Stadtbibliothek, New der York Stadtbibliothek, und das meint das a Heilig Ja. in Columbia, a Heilig Vorwärts, a Heilig, ja, New York Public Library, ja. Ich kann sagen eine Sache, als ich bin einer von den Führers in Jung Yiddish in Tel Aviv, ja. Mir vor was Mendikant hat geöffnet. Und Jung Yiddish ist allein schon 30 Jahre, von so 80er Jahren. Und wir haben eine Sachkopie von der Vorwärts, die physische Kopie ist dort eine Sache von den letzten Nummern von Vorwärts, manchmal von viele 2009, 2014, was Bella ist gewesen, sie ist gewesen, in Israel zu drücken. Ja. Sie hat uns bekommen PDF, sie hat die vielleicht drucken. Ja, sie ist ein Held, sie ist manchmal ein Heldin von Vorwärts, ja. Ja, ist der alle Druckereien sind bei uns in Jung Yiddish jetzt da. Das meint, alles, was sie hat gedruckt auf PDFs, sind bei uns in Jung Yiddish. Ja, ist da Sach, wir haben das Sachmaterial von Vorwärts, auch ein bisschen archivische, Pirsungen oder Briefen ein bisschen, aber Beker, wir haben das Sachzeitungen, physische Zeitungen. Ja. Aber nicht gar alte, mehr, ja, 80 und weiter, ja. Ja, sehr interessant, weil, als man redet schon wegen PDF, man darf trachten, archivalisch, man trachtet, okay, das ist Papier. Papier ist ja ein bisschen schwer zu raten, aber man kann, aber es kommt von einer PDF, das ist ein digitalische Mocker. So, wo steht der PDF? Right? Das ist Tacke, die Kernel von dem archivalischen Material. In dem Fall. Sehr interessant. Ja, ich weiß, es da, wir wissen nicht, was geht geschehen. Mein Schiff ist mir oft gar nicht. Das ist da, physisch schon, ich vergesse es rauswerfen, ja. Ist, ja, auf viele der PDF existiert, geht's mit der Stamm, ja. Ist da mehr einfach. Ja. Ich weiß nicht, weil es gewinnt mal bei uns, wenn Itze Gottesmann hat gearbeitet bei uns, ist gewinnt ein Folklorist, ja, und es ist gewinnt für ihn sehr wichtig zu raten, wenn die alte Ausgaben, was hat gefunden auf eBay, und solche Erte. Da hat sie gekauft für ein Vorwärts, und wir haben etliche, und sie christeln sich, like, wie Kodesh sie sind, es ist der schwere Verschluss, aber man kann nicht halten alle alte Sachen. Auf die andere Seite, ja, wir gehen weiter und weiter und weiter von der Zeit von papierende Ausgabe, als papierende Ausgabe, sei in welcher Zustand sie liegt, wird mehr wichtig. Das ist interessante, ja. Wie groß ist ein Archiv physisch? Es ist eine Größe. Wie groß ist das? Wie viel Material noch nimmt? Ich habe nicht die Ziffer, aber wir halten es in einer Gitterzustand, in einem Zimmer, was ist gewidmet zu dem Archiv mit Gittertemperatur und solche Sachen. Und wir haben gehalten die alte metallene Schafes von den originalen Binien. Und es ist ein bisschen, wie ein Problem in der Bücherkram. Wir dürfen allemal gefunden mehr Ort. Es ist dasselbe Problem in einem Archiv. Die mehr Material, was wir gefunden oder wir schaffen, wir darf gefunden Ort für dem. Bisher, wir stehen als wir sind rübergezogen von die alte Binien auf 33. dass sie haben Gebäudezimmer gewidmet zu dem Archiv. Also ich meine, dass es gute Neues für das Vorwärtsarchiv, weil wir nehmen es mit der riesigen Auge. Es ist eine wichtige Sache und es ist ein Teil von unserer täglichen Arbeit in Zeitung, ist auch die archivalische Material ist. Ist da ein Katalog von der Archiv? Oder viele physische Kataloge geschrieben mit dem? Ist da etwas? No, bisher no, aber wir haben katalogiert Material. Wir haben Database,
mit Material, was wir haben bisher katalogiert. Und als ein Mensch will forschen in unser Archiv, sie kann verbinden mit mir. Und ich will sie helfen, aber euch wir haben das Buch in 2007, was ist raus, A Living Lands, was hat das Sache von unserem Material. Und nicht weit zurück ist Ezra Galinter, euch hat ein sehr bekannter Jiddishist und ein Schreiber. Halt jetzt beim Schreiben die Newsletter für die Yiddish Bücher Center und ist ein Schreiber, alleine Schreiber und ein Jiddishist und hat redigiert ein Buch, was heißt Have I Got a Story for You? Es ist kurze Erzählungen von der Vorwärts, was wir haben übergesetzt. Also in die zwei Bücher, ich meine, als wir können haben einen guten Einfall von was steht die Vorwärtsarchiv und ich meine, als wir können lernen unsere Artikeln wegen die Archiv, wir schreiben es auch, wir haben gehabt Podcast wegen der Wintelbrief und ich bin mitbeteiligt mit dem und ich habe mitgebracht die Geschichte von der Wintelbrief und der alte Wintelbrief. Aber auf ein MS zu forschen, ich meine, als man darf verbinden mit mir. Ja, schön. Und sie doch auf YouTube was Material. Oh, ja, Entschuldig, ich habe vergessen. Wir haben euch durch das Archiv, Boris Sanders gewinnt sehr Stützer von der Archiv und hat genutzt das archivalisches Material und seine Arbeit. Und wir haben zusammen geschaffen eine Serie, was hat geheißen Monologues von Yiddish Writers. Das ist von seinen persönlichen archivalischen Interviews mit der letzten, was hat geheißen, der letzte Yiddish Schreibers. Ich lach, weil allemaal sagen, de letzte jiddische etwa. De letzte, ja, so ein bisschen. Aber es ist MS ist de letzte jiddische Schreibers, was sehr Mamenloschen ist gewesen, Jiddisch, was sind nicht gewesen, Chassidisch, lassen wir sagen. Und es gewesen in der, sie sind in Gebäuden geboren, am Mehrheit in Mitteleuropa. Menschen wie Yossel Bierstein, Jen Tamash, und auch andere, Michalev, also wir haben gearbeitet auf dem und sie gewinnen euch hat gemacht, und ich meine, es steht auf YouTube und euch hat es von unser Archiv, äußerst von unser Archiv, ich meine, hat geschaffen und wir kennen eine Serie, eine kleine Videoserie und wir können sehen, eine Sache von die verschiedene archivalische Material, was ist beim Vorwärts. Auf der Webseite von der Vorwärts ist da etwas, was mich zutritt zu etwas von der Archiv? Ja, was ich habe gerät wegen dem, das heißt, wir können verbinden mit mir, es ist Ask the Archivist, ja. Also, man hat eine spezifische Frage, Lumoschel, letzte Freitag ist MT gewollt wissen wegen die Regimes von Nomen von Menschen, was zähnen leben gebliebene in DP-Lager. MT hat gewollt wissen wegen dem Rubrik in Forwards und wie kann man das übersetzen. So, hat verbinden mit mir direkt und solche Sachen. Und euch hat alle Artikel, was wir haben genutzt, archivalisches Material, stehen. Und wir können euch besondere archivalische Essayen und Projekte, Lamoschal, mit 2 Jahren zurück. Ich habe geschrieben wegen was wir haben nicht in unser Archiv, was wir haben nicht geschrieben. Es heißt, we're here, we're queer, we're Yiddish. Und sie gewinnen wegen, was fällt in unser Archiv. Und ich habe Sachbilder genutzt in dem Essay. Das meint, dass so wie ein Blog ist, ja, was ist ein Essay, aber ja. Essay. Oh ja, entschuldig. Ich habe vergessen, mit zähnliche Jahren zurück, unter der Redaktorschaft von Nomi Zevelov, der bekannte Journalist. Sie hat mich gebeten zu schreiben, ein Blog, ein wöchentlicher Blog, ich habe es getan für 3 Jahre, ich meine, mit Bildern von Freunden in unser Archiv. Und ja. Sehr schön. In wo kann man das treffen?
Ich meine, ich meine, dass man kann finden auf die Internets in allgemein. Wir haben gehabt ein Blog, was hat geheißen, the Sisterhood Blog in dem. Und hat Brief auf unser Webseite jetzt, man kann forschen für gewesene Artikel. Ja, ich meine, wir können es auch verbringen, aber ich will nicht zu viel machen. Ein Dank für sein mit uns. Ein Dank für die Interviews. Ich bin gar interessant. Ich bin sicher, dass wir Teile mit sehr stark haben. Wir werden uns auch sehen. Schönen Dank. Es ist gewesen ein Covid und sehr eine gute Gelegenheit zu reden mit euch. You're tuned to WEVD in New York, 98 on your FM dial. The station that speaks your language. Und jetzt, wie jeden Sonntag in der Zeit, die Vorwärtsschule. Gebracht zu euch von die Freund von Vorwärts. Der Vorwärts, die größte, interessantste jüdische Zeitung über der Welt. Die Programm wird geführt von dem Verwaltungsdirektor von WEVD, Freund Jossel Plavin. Freund Plavin. Dank Zwischkuller und seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde.